brauche noch so ein bisschen was zum Lachen vorher. Eieieiei. Alles klar. So, herzlich willkommen und ja, schön, dass ihr da seid. Bei uns wird heute gekocht und kommt mal ein bisschen näher. Ich zeige euch heute, wie man unsere Maultaschen in Steinpilz-Rahmsoße zubereitet und wie man sie auch noch perfekt verfeinern kann, weil wir machen selbstgeschabte Spätzle mit dazu. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit. Was brauchen wir dafür? Eine Schüssel Mehl, 160 Gramm für 2 Personen ungefähr. Wir brauchen Milch und 2 Eier. Und jetzt wird ganz traditionell mit dem Holzlöffel geschabt. Noch ein bisschen Salz mit rein. So, jetzt ist der so richtig schön klebrig bzw. zieht Fäden. Das ist das Zeichen, dass wir loslegen können. So schnell geht's und los geht's. Das Brett immer vorher nass machen, sonst aufpassen, Wasser, es könnte heiß sein. Sonst klebt der Teig zu sehr am Holzbrettle. Und die schönen Holzbrettle gibt es übrigens auch bei uns im Shop zu kaufen. Dann nehmen wir den Teig. Und platzieren den auf unserem Brettchen. Also es geht tatsächlich viel einfacher, wie man sich das Ganze immer vorstellt. Weil nach Omas Art und Weise kann das jeder zu Hause machen. Nehmt euch einfach ein flaches Messer, macht auch dieses Messer nass, dann schabt ihr das ein bisschen nach oben und los geht's. So, immer mal wieder nass machen. Und weiter geht's. So, schon ist die erste Ladung fertig. Die werden jetzt aufgekocht. Bisschen heißer machen hier. So, sobald die guten Schätze anfangen zu schwimmen, sind sie auch schon fertig. Dann mit einem Sieb einmal rausnehmen und schön auf euren Teller platzieren. Wer es mag, noch ein bisschen mit Butter verfeinern. Schmeckt das Ganze noch viel besser. Und fertig sind eure selbstgemachten Spätzle. Die könnt ihr gerne noch mal warm halten, einmal im Ofen oder wie ihr es euch auch immer vorstellen könnt. Wir tauschen jetzt den Topf in unserer kleinen Outdoor-Küche. So, was fehlt noch? Unsere Maultaschen in Steinpilz-Rahmsoße mit vegetarischen Maultaschen. Die sind wirklich der Burner, auch für alle Fleischliebhaber. Sehr zu empfehlen. So. Einfach in den Topf geben. Schön auskratzen, dass auch alles mit draußen ist. Die wertvolle Soße mit den feinen Steinpilzen. Unfassbar lecker übrigens. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Und jetzt das Ganze erhitzen, aber auf etwas schwachere Hitze. Ich werde das Ganze jetzt mal ungefähr auf 6. Wer mag, kann noch ein bisschen Milch hinzugeben, dann wird das Ganze noch ein bisschen sahniger, cremiger oder ein bisschen Sahne.
Und schon ist das Ganze fertig. Jetzt geht es nur noch zum Garnieren. Ich schnapp mir erstmal die Maultaschen. Und dann natürlich noch die feine Sahnesoße, die Rahmsoße. So, wer mag, schnappt sich noch ein bisschen Petersilie. Jetzt habe ich natürlich das Spätzlemesser, aber das geht trotzdem. Und verziert das Ganze. Und voila, fertig sind unsere Maultäschle mit Steinpilz-Rahmsoße. Die gibt es ab jetzt in unserem Online-Shop und sind für euch zur Verfügung. Probiert's, gebt uns euer Feedback, am besten einmal hier in die Kommentare schreiben und alle weiteren Informationen zum Rezept der Spätzle oder wie man das am besten zubereitet, seht ihr auch einmal unten im Beitrag in der Beschreibung. Dann ganz viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.